Heute ist ein komischer Tag. Irgendwie ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Zuerst hat mein Flugzeug Verspätung, dann verpasse ich meine Mitfahrgelegenheit und jetzt bin ich in dem Hotel gelandet. Mein Name ist Eugene Vickery und ich mache ein Praktikum in Berlin. Ich bin eigentlich nur kurz in der Schweiz, um meinen Bruder den Marc juristische Fragen zu beraten. Er will Corippo im Tessin touristisch aufwerten. Und bei so einem kleinen verschlafenen Dörfli führt das natürlich zu Problemen. Zum Glück konnte ich von einer Kollegin ein Auto auslehnen. Aber ich kann es erst morgen haben und darum bleibe ich jetzt noch eine Nacht in Zürich. Bericht über Succeed, die bekannteste Energy-Drink-Marke der Welt und ihr schneller Weg zum Erfolg. Die Stadt Winterthur hat neue Pläne für die Nutzung des Stadthauses. Ah, ein SMS. Wer könnte denn das sein? Ah nein. Aber der Bildschirm hat doch aufgeblitzt. Strange Schissel. Wieso hat eigentlich mein iPhone-Display vorher aufgeblitzt, obwohl ich kein SMS bekommen habe? Das macht doch keinen Sinn. Hat das iPhone einen Fehler im Betriebssystem? Vielleicht ist das ja auch Absicht. Genauso wie nach jedem Update das iPhone auch immer langsamer wird. Die baut wahrscheinlich extra Fehler ein, damit man sich nach ein paar Jahren wieder das neueste Gerät kauft. Das weiss man ja schon seit Jahren. Und es stimmt wirklich. Und es ist, glaube ich, sogar rechtlich legal, wenn ich mich richtig an die Vorlesung erinnere. Ah, fuck. Ich kann einfach nicht schlafen. Was war denn da gsi? Da war doch etwas gsi. Nein, das ist ein bisschen früher. Es ist erst nachdem er das komische weiße Pulver reinschüttet. Dann läuft er ab der Bühne zu dem Stehtischli. Jetzt dann gerade. Genau da! Da ist doch etwas aufgeblitzt. Mal schauen, ob ich genau dort stoppen kann. Was? Das ist ja ein Succeed. Wird ich etwa durch die Werbung manipuliert, zum Succeed zu trinken? Und weil ich am Abend nicht einschlafen kann, bin ich den nächsten Tag übermüdet und brauche Energy Drinks zum Wachwerden. Und am Abend, wenn ich Fernsehen schaue, werde ich wieder aufgefordert zum Trinken und kann nicht schlafen. Das ist ja völlig absurd. Nach dem Ausleeren und Auswaschen. Meine Eltern haben schon recht gehabt. Immer sauber und clean bleiben. Ich hätte vielleicht auch beim Fernsehen schauen sollen, auf sie hören. Sie haben ja immer gesagt, ich sollte nicht so viel Fernsehen schauen. Und dann würde ich wahrscheinlich auch nicht durch die versteckte unterschwellige Werbung beeinflusst werden. Zwar, es ist ja eigentlich schon gut, dass ich sie entdeckt habe. Dann kann ich das allen mitteilen. Es kann doch nicht sein, dass das Phänomen noch niemand entdeckt hat. Und der Fernsehsender hätte es ja wissen sollen, oder nicht? Die schauen doch das Programm amigs genau an. Zwar, sie haben ja auch schon Fehler in der Übertragung gehabt. Alle machen ja Fehler. Darum sollte ich ihnen auch sagen, dass sie da versteckte Werbung senden. Sehr geehrte Damen und Herren. Gestern Abend habe ich in Ihrem Programm kurz aufblitzende, unterschwellige Frames von Succeed-Dosen entdeckt. Also machen Sie sogenannte subliminale Werbung, welche verboten ist. Wissen Sie von dieser Manipulation?
Hey Marc, hast du das Mail gesehen? Ja, ich bin gut angekommen. Aber hast du das Mail gesehen? Und? Ja, eben, es ist verboten. Die Leute könnten uns alle manipulieren und niemand würde es merken. Wir müssen die Sache unbedingt an die Öffentlichkeit bringen. Ich habe schon den Medien geschrieben, bis jetzt leider noch keine Antwort bekommen. Aber du hast das Frame gesehen. Ja, ich bin etwa in 3 Stunden bei dir. Ich warte jetzt gerade auf eine Kollegin, die mein Auto bringt. Mhm. Okay. Ciao. Bis dann. Hey Malaika, hey. Ganz gut? Ja, danke Mama. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Gestern Abend, hey, shit, ich bin am Fernsehen gesessen. Da nimm den und ich Schlüssel. Was? Der Lichtschalter klemmt ein bisschen beim Auto und ja, wir sehen uns und hören uns. Und pass Okay. auf dich auf, tschüss, ich muss gehen, tut mir leid, tschüss. Ciao. Malaika war auch hergestresst heute. So richtig kurz angebunden. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sie Saxid Energy Drinks trinken würde. Ich meine, sie hat genau so die Symptome gezeigt von diesen scheiß Saxid. So völlig ungeduldig, nervös, sie kann nicht mehr zu Ende denken. Und genau wegen dem sieht man ja die Manipulation nachher nicht mehr. Also bei ihr würde es mich echt nicht überraschen. Die Malaika trinkt ja wirklich Saxid. Sehr geehrter Herr Vickery, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die S&C Media Group nichts von diesem Phänomen weiß. Fuck. Sie sehen es nicht. Aber das Mail ist zu kurz. Sie haben meine Sachen sicher gar nicht genau angeschaut und mich einfach direkt abgewimmelt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich die aufblitzende Saxidose gesehen habe. Es ist wirklich da. Ich lasse mich einfach abwimmeln, weil ich lästige Fragen stelle. Wahrscheinlich wissen sie auch über Saxid-Werbung Bescheid. Sicher bekommen sie dann auch noch Geld von denen und stecken mit denen unter einer Decke. Haben die denn so viel Macht? Energy Drinks sind ja schon ein Millionengeschäft, aber ich muss unbedingt zu meinem Bruder. Er weiss sicher, was zu tun ist. Du Chef, Sorry, was geht? wenn das Plakat runterschiessen. Die scheiß Werbung so gescheit. Überall in den Werbeclip sieht man das. Blitzt immer auf. Du hast es auch entdeckt, gell? Ich habe das gemeldet. Du auch ihre Tag und Nacht verfolgt. Ob so Typen wie du bist, dann haben die noch Krawattennadel als Kennzeichen. Ich gehöre nicht zu denen, okay? Ja, das siehst du
Aber pass auf! Die machen mit dir Kleinholz. Was kann ich dagegen machen? Na gut. Das ist ein schöner Tag. Ciao. Wart! Fuck! Ein Typ mit einer Krawattennadel. Das kann doch kein Zufall sein. Ich werde verfolgt. Nein. Ganz ruhig bleiben und hinten reinlaufen. Der Typ ist wahrscheinlich nur ein ganz normaler Wanderer. Mit einem Anzug und einer Krawattennadel. Wandern mit einer Krawattennadel? Nein, sicher nicht. Crap! Wieso rechts? Wieso geht er dort hin, wo ich muss? Wieso verfolgt er mich? Etwa alles nur, weil ich das mit den Saxiz herausgefunden habe. Wisst ihr, dass ich da bin? Bin ich überwacht von denen? Wie viel Macht haben die eigentlich? Oh, ich. Und mit dieser Axt könnte ich ihn abschlagen. Nein, die warnt dich, dass auf dem anderen Weg der Tod auf dich lauert. Du musst ruhen. Die mich töten. Sind die mich darum verfolgen? Wo wissen die, dass ich die Verschwörung aufgedeckt habe? Hat der Fernsehsender das denen gesteckt? Oder hört es mir Nutella? Ein selber gemachter Gartenzwerg. Wie herzig ist denn das? Nochmal einen. Jetzt bin ich direkt da. Die haben sicher Kameras eingebaut. Schnell zu meinen Brüdern. Du musst dich ein bisschen besser auf Zeichen achten, die die Umgebung dir zeigt. Da oben, dann bist du bei deinen Brüdern endlich in Sicherheit. Nur geradeaus und dann habe ich es geschafft. Wo bin ich da nur gelandet? Mark! Guten Tag, Herr Vickery. Schön, Sie zu sehen. Ihre Brüder haben mir schon viel von Ihnen erzählt und haben gesagt, Sie kommen heute noch vorbei. Du kannst ihn! Ich weiß, wer du bist! Wieso manipulieren die alle? Du schaffst unser Gesicht! Du musst gar nicht verheimlichen! Ich weiß alles über euch! Und ich will alles aufdecken! Ich weiß nicht, was Sie haben, Herr Vickery. Ich bin der Herr Ländli. Ich arbeite schon 9 Jahre bei den Insure. Ja, schauen Sie selber. Du lügst! Lügner! Er lügt! Er hat die Krawattennadel! Genau die! Die haben alle, die zu Saxid gehören! Jean, jetzt beruhig dich. Er ist Versicherungsvertreter für Coribo Tourismus. Er lügt! Benimm dich bitte. Alle, die bis Benimm dich bitte, du weißt, Vickeris benehmen sich nicht so. Lass mich nicht an! Hast du das Algorithmus? Ja, hallo, da ist Glättli. Ich bin in Coribo, im Büro von der Coribo Tourismus. Ein Kollege von uns drückt völlig durch. Er ist aggressiv und wird handgreiflich. Die Brüder halten zurück. Kommen Sie so schnell wie möglich vorbei. Nach einem schlechten Tag, wo man meint, es kann nicht mehr schlimmer werden, kann es trotzdem noch beschissener werden. Glaubt mir. Nachdem dann die Polizei kam, haben sie mich in die Psychiatrie gesteckt. Die glauben doch tatsächlich, dass ich mir das alles nur einbilde. Doch, wenn es nur eine Einbildung wäre, dann wäre das Frame weg, wenn man den Film nochmal schaut. Oder?